komme ich jetzt noch ein bisschen was Tautomin platt. Ich bin in Landkreis Stor aufgewachsen und wirklich urplatt. Also wir haben Tus bloß Plattschnacht mit Mutters, mit Vaters, mit meinen Geschwistern, mit Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins, mit Freunden, Nobis, all die Dorf sind. Das ist ein Littdorf im Süden von Stor, 360 Lü, habt da wohnt. Und wir habt uns bloß auf platt in der Haumel, da taucht die, ich kann wie nie, ist Lode in der Schauel oder so, da taucht. Da mag der Gefuck noch eine andere Spruch als der platt. Und wenn du da auf dem Dörben graut warst, dann schnappst du ineinander platt und dann magst du auch, die aber anderen sieht von Dörp, von Gün Urt sieht, die können gar kein platt. Die schnackt so quirlig platt, das ist ein ganz anderes Platt, weil die da schnacken dort. Die trinkt die Melk, wie mir sagt, ich trinke die Merk. Oder das ist dann, gibt auch noch viele andere für, denn das Wetter wer scheuen, oder das Wetter scheuen, oder das wer scheuen, da hat sie all immer unterschiedlichen Ansichten vor. Und da haben wir untereinander immer aufeinander schimpft. Die eine, die kommt kein platt, oder schnackt nicht so richtig platt oder quirlig platt. Wenn sie aber Freue in Dörp, ob mich schimpft habt, ob anderen Stroden sieht, dass mein Platt nicht der richtige ist und ich schnack jetzt wie ein NDR, da kann ich ja bloß verleihen. Denn da hört ja noch andere Tau als bloß die von der anderen sieht von der Stroh, sondern da hört sie auch in Schleswig-Holstein Tau und Mecklenburg. Datei, da sind ganz viele, die sagen, da ist auch kein richtig platt. Und dafür gibt er dann den Sass, die so ein bisschen versucht, als schlichte, sag ich mal, all die unterschiedlichen Plattorten überhaupt zu bringen. Deshalb finde ich, die Sass ist wahnsinnig wichtig für uns als Medium, da wir so ein bisschen das standardisiert kriegt, dass sie sich all so ein bisschen Dauer finden dort, oder Wette finden dort, oder je nachdem. Das gibt aber so, die kriegt wie mir nicht gut, die wird einfach dort taub und die möchte auch so wen, so habe ich das liert. Und da muss ich mich auch selbst dann so ein bisschen am Riemen reden, wenn ich dann in der Norigen schnacken da unten habe, das ist so ein Wurf, das kennt bloß ich. Und da muss man sich dann so ein bisschen was anpassen. Aber die Sache ist nur auch nicht eins. Wenn ich dann freue, sag ich mal, in der Schule geführt bin und wie mit den Freunden droben habe, dann da sind wir wieder Bushaltestelle entstehen. So, und wenn ich jetzt in Sassno kriegen, da eine Bushaltestelle, dann finde ich dort die Busstoppstelle. Wo ich dann denke, was ist das denn? Ich habe wie nie nicht so gesagt, für uns ist das ganz normal die Bushaltestelle. Und so gibt es viele für, wo die Sass das nicht wirklich, aber recht kriegen, da verall, das liegt um oben. Okay, Freue ist ja viel über die Umweltschützer schnackt worden, die dann, sie tun uns vielleicht nicht auf Strom, aber auf Gleisen fast muss, wenn sie Transport nach Brockdorf geht oder so. Und das, wo Umweltschützer warst du so in Sass nicht hin. Da steht in Umweltschule. Und das sind so, da komme ich nicht mit Chlor. Und das ist dann der zweite Punkt. Da braucht das für Platt doch ein bisschen Toleranz, da man das akzeptieren darf, dass ich an der Bushaltestelle entstehen bin. Deshalb ist mein Platt ja nicht verkehrt. Zumindest in meiner Sicht nicht. Und wenn man dann ein bisschen tolerant gegenüber die anderen Platten ist, dann finde ich dann, ja, dann kommt wie auch ein bisschen was Neues auf die Antwort gefragt, was ist denn das richtige Platt? Das ist einmal Toleranz, denn Platt ist wirklich bunt. Das zweite ist die Sass und plattischen Duden, wo man überschnappen muss. Und der dritte ist sowas, ist das, was ich da hören, authentisch. Das sind so die drei Sachen, die ich finde, die wichtig sind. Bitte Frucht. Was ist eigentlich das richtige Platt? Was ist die Funktion von Sprach? Der Text in dem Theaterstück ist die Rede von Figuren. In einem Roman habt wir einen Schriftsteller und der vertellt in sin Sprach und sin Kopf, sine Gedanken, sin Bilder und so wieder. Und in einem Theaterstück habt ihr vor eine Regieanweisung, aber dann kommt das, was die Figur singen da und eher einen Kopf. Und jede Figur in das Stück hat einen anderen Kopf und schnackt einen anderen Sprach, was das nur platt oder hoch oder englisch ist. Das ist das Erste. Und die Frage ist also nicht bloß, was ist das Platt von mir, wenn ich der Autor bin von einem Stück oder der Übersetzer, man, wo ans snackt die enkelten Figuren. Und wann näher und wo neben spielt das Stück? Es spielt das Hytrodorf, spielt das in der Vergangenheit, 100 Jahre, 200 Jahre trüch. Und wo plitsch oder wo dumm sind die Figuren und wo jung oder wo old. Und was habt ihr für einen Beruf? Sind sie Buren oder Afkorten oder was auch immer? Und das all bedingt, wo ans die Figuren snacken schuld in das Stück. Und darum sage ich, in einem Theaterstück ist das als in Leben kein zwei Menschen snackt lieg.
Ne? Und jeden hat seinen eigenen Ort, wo ans Hey oder See snackt. Das heißt, man wirklich so einen Grundsatz mogt. Als Schreiber oder Übersetzer ist er also die Aufgabe, das richtige Blatt für jedes Stück und jede Figur näher zu finden. Da gibt es was Grundsatz, unregelmäßige Verben und so wieder. Man liegt das auch viel, weil jümmers anders ist. Also auch wenn ein Mann, eine Frau 20 oder so geschrieben hätte, dann ist das nicht, das ist nur mein Blatt und das richtige Blatt. Das war jümmers näher gefunden für jedes Stück. Es war schon den Plattdeutsch-Theater eigentlich. Sehen. Wofür habt ihr das? Schaltet das Brok so abbilden, als das wirklich Buten in der freie Wildbohnen, sag ich mal, naturalistisch schnackt ward, ob Eider steht oder in Leer oder wo auch jümmers, wo die Lüd wirklich so schnackt oder in Stor oder so. Und dann eben wo nehmen. In Hamburg, in Großstadt, wo meist gar kein Lüd auf der Stroh noch Platz schnacken dort oder eben ob Eider steht oder sowas. In Hamburg gibt es eben meist gar kein Platt auf der Stroh. In Eider steht wohl, Mann, da ist eben die Hälfte von der Platt Hochdeutsch. Ihr habt das all hört mit der Bushaltestelle und das ist authentisch. Man, dann muss ich kicken, okay, will ich das nur so singen oder will ich ein vielleicht künstliche plattdeutsche Wort proben oder nicht? Oder du hast zum Beispiel auch eben gesagt, tatsächlich in den Satz oder wie sag ich denn, und außerdem will ich noch singen, wie gesagt und all so ein Sorgen habt wie in authentische Plattdeutsche, so schnackt Lüd eben. Die sagt außerdem und tatsächlich und wie sagt auch nicht, wo kein man wär und nicht wo man wie geht die dat und all sowas. Und das ist authentische Platt. Also entweder ist auch ein hochdeutsches Wort, dass die unterscheiden, das Plattdeutsch so abbilden, als das wirklich so schnackt ward, oder schall Plattdeutsch oder vielleicht auch das Brockenbeten pflegen und bewohnen und vielleicht sogar utbauen. Das heißt, wie Brug vielleicht bewusst auch ein paar Wörter, die so ein bisschen ut dem Mode kommen sind und grammatische, niederdeutsche Formen, die wirklich platt wären, aber die Hüte doch vielleicht nicht mehr so viel Lüd wirklich bruken dort in Alltag. Und dann können wir uns eben auch für ein paar Sorgen vielleicht neue Wörter denken. Und dann kommt aber der dritte Punkt, den du hast, das Authentische. Das heißt, wir mit so ein ganz feines Gefühl haben, und das ist subjektiv, ist echt nie mein Gefühl, hier kunnig das ob Plattdeutsch schmucken, oder habe ich das Gefühl, nee, das ist Busstops, der Umweltschuler, das ist so unnatürlich, das mag ich nicht. Oder hätte ich vielleicht eine Figur in meinem Theaterstück und diese Figur hätte Plattdeutsch lehrt. Und die snackt dann so ein bisschen quirlige Platt, als du sagst. Und dann mag ich das vielleicht ganz bewusst, dass die sagt Umweltschuler und die anderen Figuren ins Stück sagen, was snackst du denn für ein Platt? Und das muss ich dann wieder so ein bisschen jonglieren. Und dabei ist mir empfohlen, wie den neuen Wör, dass eigentlich in Adelsbroken, ob er das Englisch wäre mit Shakespeare oder Französisch mit Molière, da habt jemals auch die Schriftstellers, die Dichter, habt Wör erfunden, die das vorher nicht gegeben hätte. Oder sie habt sie so ein bisschen verändert. Und Hütedoch ist ein ganzen Bach von das englische Vokabular und die Redensworten ist von Shakespeare. Ein ganzen Bach von den französischen Spruch ist von Molière. Und ein ganzen Bach von den hochdeutsche Spruch ist von Martin Luther. Und der hat sich sogar ein bisschen in Plattdeutsche bedient, denn er meint, das Wort Lippe ist schöner als das hochdeutsche Lefze. Darum habe ich auf Hochdeutsch Lippen und nie Lefzen. Und so hat jümmers das Spruch auch so einen akademischen Anteil hat. Und ich glaube, in Plattdeutsche hat wie vorhin die Diskussion, das Platt war jümmers akademischer. Und so schnackt wie doch gar nicht. Und das ist eben diese wirklich vigelinsche Linie, die wir da finden müssen, was ist noch authentisch und wo ist das aber likas, wenn wir einfach bloß jümmers 100% so schnacken dort, als ob das dort, dann ist Plattdeutsch der Ort an Sterbebegleitung. Wie mugt einfach just das noch, was in der Natur passieren da, nämlich das Brot war immer Männer und Männer und Männer und da kommt jemals mehr Hochdeutsch drin und Hochdeutsch drin und Hochdeutsch drin und wenn wir uns dann an den Plattdeutschen holen dort, muck wir das mit und dann verschwindet das Plattdeutsche Ota zusammen mit der Plattdeutsche in die lieke Geschwindigkeit. Darum gläufig mögt wie eben das Kunststück schaffen, das wie authentisch blieb, das also die Tokikas, auch wenn sie selber so nicht schnacken würden in ihren Alter, das Gefühl hat. Das ist likas authentisch. Auch wenn das nicht nipp und nau so klingt, das als wie meine Oma. Aber ich muss eben einen Ton finden in jedes Stück, der passend ist zu die Geschichte, zu die Figuren, zu den Ort und die Zeit, wo das spielen deit, zu der Intelligenz von den Figuren, auch zu das Thema von das Stück.
was das ein ernstes Stück oder ein lustiges Stück ist. Und da bin immer wieder und mein eigen Gefühl ut wählen, denke ich mir ein Wort ut, nehme ich vielleicht ein oldes Wort, das vielleicht sieht 80 Jahre ut de Mode ist. Aber ich finde, nee, das ist schöner und ich smiet das immer so inner. Und das mag sie gar nicht. Das klingt dann einfach richtig und authentisch und das Wort brucht sie vielleicht so irgendwo nicht in den Alltag, aber das passt einfach, wie das plattisch ist und dann dort genau reinpasst als das richtige Puzzleteil. Von Norwegen hier in Funktion als Plattfluencer. Okay, nee, Wort. In Achtergrund bin ich aber eigens Sprachwissenschaftler. Ich habe plattdeutsche Soziolinguistik studiert und bin Germanistin. Lass mal anfangen mit dem Internet. Und da kiek wie man noch eine Wörter. Wer habt all SAS hört? Der SAS ist jetzt auch online, Netz SAS. Habt ihr vielleicht alle hört? Das gibt aber auch andere Wörter. Zum Beispiel Platt WB von Ostfriesen. Und bevor das der Netz SAS gab, habt die Lüge mehr noch Platt WB gekriegt. Da hat sich dann eben ganz viel ostfriesisches Platt in gerade diese Platt-Lernsprache rein eine Menge lehrt. Und nun geht es mehr nach den Online-Sass, wer dahin. Aber was mag das denn mit diesem Spruch? Wenn ihr nur den Sass gibt, der hat so eine Vormachtstellung und andere Dialektregionen warten damit eben nicht abholt. Was hält das denn für die Platt-Lerner, für die Platt lehrt? Ja, die kommt dann darin, sagt, ah ja, so muttert aber wein, aber ist das so? Und da kiegt wieder nun mal nach Social Media hin. Ich habe das vielleicht mitkriegen. In der Corona-Zeit hat sich ein große Social-Media-Bubble bildet. Platter Freitag, Platten Freitag, habt ihr vielleicht mitkriegen? Noch nicht. Dann kickt mal bitte auf Instagram. Das ist eine großartige Initiative, die von so vielen Plattdeutschen und vor allem junge Plattdeutschen entwickelt und mitgetragen worden ist. Oma Anni, Jahre die Baba, uns Leve Benita, Albein oder B und sind auch dabei und schnappt platt. Und das sind nicht Lü, die übertachentlich sind. Ich will ja nur diskreditieren. Das sind Lü, die sind so alt als Christian und ich und jünger. Und die traut sich und schnackt ob platt in er Instagram-Stories. Das sind kurze Stories, 60 Sekunden. Was das ja im Internet wahrscheinlich so interessant macht, ist dieses La pour La. Ja? Dass es eben spielerisch ist und dass es keinen Zweck in dem Sinne hat. Sie müssen viele Menschen erreichen, da muss es den Text so wiedergeben, wenn man übersetzt. Das hat ja doch einen Zweck. Und dieser Zweck, so scheint es mir, von dem, was du beschrieben hast, ist ja eben auch, es macht einfach nur Spaß. Ich glaube, oder ist es zu wenig? Ich glaube, das ist deutlich zu wenig. Gerade im Internet sind wir in einem ganz großen Findungsbereich. Jeder, der mehr oder weniger professionell einen Social-Media-Kanal betreibt, muss irgendwann eine Entscheidung treffen, welche Richtung möchte ich vertreten, sonst ist das einfach nur ein unklares Sammelsurium, in das man geht. Auch jetzt zu dem muss ich mich anpassen, ich muss mich auch mehrfach anpassen. Wenn ich bei meiner hauptberuflichen Tätigkeit im Länderzentrum für Niederdeutsch eine plattdeutsche E-Mail ans Landesschulministerium in Niedersachsen schreibe, dann kann ich keine E-Mail so aufsetzen, als würde ich jetzt einem Follower auf Instagram schreiben. Gleichzeitig habe ich meinen Heimatdialekt, das ostfälische Plattdeutsch, aufgegeben, um durch eine nordniedersächsische Variante, die ein bisschen durchmischt ist mit meinem Heimatdialekt, einfach eine größere Akzeptanz zu erzielen, weil viele noch nie meinen Heimatdialekt, obwohl der ein riesiges Gebiet umfasst, gehört haben. Das klingt sehr fremd. Und diese Positionierung im Internet hat irgendwann dann einen Auftrag. Es ist immer ein bisschen natürlich eigene Entscheidung, wohin möchte ich gehen, was möchte ich tun. Der eine und die eine sagt, ich mache hier Plattdeutschstunden, jemand anderes sagt, ich möchte gerne Gedichte vorlesen oder selbstgeschriebene Geschichten. Ich zeige viel einfach in der Alltagsanwendung oder gebe immer sprachwissenschaftliche Einschübe dort. Und da muss man sich schon auch überlegen, welchen Auftrag habe ich, gerade wenn man das ein bisschen mehr machen will, als einfach nur aus Spaß an der Freude. Das Internet ist ja aus ganz vielen Lebensbereichen kaum noch wegzudenken. Es ist ja schon wirklich eher dieses, dass man sagt, oh, ich brauche mal Digital Detox.
Ich glaube aber eben auch, dass es eine ganz große Hilfe für das Plattdeutsche sein wird, weil es eben diese schöne Möglichkeit, wir machen wieder Code Switching on Demand, bietet, also auf Abruf. Dass ich mir den Inhalt dann abrufen kann, wann ich das brauche, dass man jetzt auf meinem Instagram-Kanal alle meine Videos nochmal durchgucken kann, wenn man das möchte. Oder eben auch meine Podcast-Folgen nochmal nachhören kann, wenn man das möchte. Ununterbrochen, 24/7. Und ich bin gespannt darauf, was sich dort vielleicht noch für plattdeutsche Formate entwickeln. Wir müssen mit der Sprache in eine nicht plattdeutsche Öffentlichkeit kommen, um auch Interesse zu wecken und neue Leute eben auch die Sprache entdecken zu lassen, sich daran erfreuen zu können. Plattnord Bleed. Es macht wirklich glücklich, sich damit auseinanderzusetzen, weil so viele Menschen sich einfach darüber freuen. Da haben wir ganz viel Potenzial und das Internet und Social Media, die werden bleiben. Es wird sich verändern. Wir werden neue Formate denken können und eben auch müssen, die uns aus dieser erlernten Blase, Plattdeutsch ist doch dies und das, aber rausholen können. Wir können neue Wege beschreiten, neue Wege eröffnen und ich freue mich drauf und ich bin gespannt.